Kölsche Glav und Frohsinn. Bringe zwei Junge aus Riel. Der Fritz. Und der Tim. Was meinst du, Fritz, was mir gestern passiert ist? Sagt Tim, also da bist du Ratspart. Wie soll ich wissen, was dir gestern passiert ist? Pass auf, da sprach mich ein Mann an und sagt, ihr habt ein Eck auf. Also der Mann hat das gesehen, was wir so machen. Hier, Ja. ne? Ihr habt ein Eck auf. Wie der von der Fremde also, dann hast du doch sicher eine gelangt und dann musst du im Anzug jauen. Nee, ich habe ihn nicht aus dem Anzug Nee. gehauen. Der hätte nämlich gesagt, ihr habt ein Eck auf, wenn er nichts vom Jolde Eck berichtet dort. Und dabei haben wir das doch längst vorgenommen, uns, dass wir das tun. Ja, da darf ich uns gerade auf dem Manuskript kloren. Ja, dann das haben das. wir nämlich hier. Ich wusste ja nicht, dass wir jetzt doch von anfangen vom Joldeck. Was hast du denn gedacht vom Tönchen? Da kommen wir später zu. Also pass auf, Ja, du hast doch sicher dich schlau gemacht, was das Jolde Eck bedeutet. ja. A, habe ich mich schlau gemacht. B, willst du mich jetzt noch schlauer machen? Also gut, pass auf. Als die Flora und der Zoo installiert wurden, Ja, da sind die Lück aus Köln jeden hingegangen. Wissen wir alle. In Köln ja wird nämlich nicht viel, was so zum Amüsement et Jof. Und da hat dann einer am Zoo ein Boot aufgemacht, wo man jetzt trinken konnte, jetzt essen konnte. Und wo einer ist, da kommen noch mehr hin. Das siehst du hier in Riel bei uns. Da haben wir nicht eine Apotheke, da haben wir gleich 3 Apotheken auf 100 Meter. Und alle leben sie. Und so war es am Jolde Eck auch. Und aus der Wirtschaften und Fressbücher, da wurde dann auf einmal ein Karussellchen, da wurde auf einmal ein Wurfboot, da konnte man sich ein Mädchen für ein paar Groschen ein Blümchen schießen. ja. Und was da ganz besonders war, ja, also, das war eine von der Wete, der hat Platz hinter im Lokal. Und da hat der keine Achterbahn, eine Rodelbahn gebaut. Ein Rodel? Eine Rodelbahn. Ja, ist es da möglich? Wo du überhaupt keine Schnee auf. Ne? Ja, Aber so jetzt geht natürlich auch zudach noch in Westerwald und in der Eifel auch noch. Ne? Ja, das sollst du sagen. Pass auf. ja dann wartet's. Jetzt hast du ja gerade erzählt und dann lügst du daheim am Fernsehen, dass wir noch ein Tönchen haben. Ne? Ja. Aber wie sind dann die Leute, die Moppe an der Füße hatte, da hingekommen? Ja, also nicht noch ein Tönchen, das geht ich später. Ja, Das geht oder später. an die Noch Jolde Eck, ja, richtig. An der Jolde Eck, da fuhr so ja später die Pätzbahn hin. Und im Übrigen waren die Leute nicht so voll, wenn die jetzt erleben wollten, dann konnten die uns zu Fuß von Köln bis zum Zoo. Ja. Even verleid vom Edelstein Ja. zum Bleistift. Ja. Bis in der Jolde Eck und das zu Fuß. Und ungefähr ist kein Wirtschaft. Ja, das ist natürlich ein Problemchen. Da warten sie nachher im Jolde Eck umso mehr. Siehst du, Ne? das wollte ich nämlich noch wissen. Ja, also von wegen der Rutschbahn da, die Rodelbahn. Rodelbahn. Sommerrodelbahn, das man auch Da sagen. ja wird auch eine Achterbahn später. Wieder ein Zig später. Und da habe ich ein Römchen für gemacht. Das Leben ist eine Achterbahn. Uns geht Rob ins Raff. Manchmal hat man ja kein Loch. Dann geht es neue Kraft. Die Fahrt geht ja so flück vorbei. Schon heißet, komm halt an. Und andere stehen in der Reis, die keiner stören kann. Drum nützt die Zig doch richtig aus. Sitzt du noch drin im Ware? Wir wünschen dir ein jode Reis und eine gesunde Mare. Ja, also ich denke, bitte, da hast du genau das abgegriffen, was einem nahe ging. Weil vielleicht kann der eine oder andere von euch sich noch dran besinnen. Jolde Eck, Achterbahn, Jansusholz. Stell dich das uns vor,
Jan so salzdünn. Ja, nur ich hoffe noch andere Sachen. Zum Beispiel, ja, wird da Lachkabinett. Ein Lachkabinett. Lachkabinett mit den Spiegeln. Da warst du einmal dünn und einmal warst du dick. Dann ja, wird das Freudenrad. Ja, was war das dann noch wieder? Ja, das war ein blank geputztes Schiff. Ja. Da konntest du die Strob stellen mit so und so viel Mann. Und dann fing die sich langsam andrehen und wurde dann immer schneller und immer schneller. Da kannst du dir denken, ob so einem blank geputzten Schiff, wenn die ganz schnell flog, wie da die Lücke nachher auseinanderflogen. Ja, und wo flogen die hin? Ja, ob du siehst, da waren Matten da, aber die flogen runter und einer blieb dann stehen Der war clever. und der kriegt dann irgendein kleine, was weiß ich, irgendein kleine Blümchen oder sonst jetzt als Preis. Ne? Aber Hauptsache war der Spaß, dass sie sich da durch die Gegend dürfen täten. Und der Mannslück hätten sich an der Frau Lück festhalten. Ne? Und andersrum. Und andersrum auch. Ah, Ne? ja. Ja, man muss ja doch versorgen, ne? Der ein oder andere Flücht, der weiß doch, wie dann der Jolde Eck so ging. Und da kann man sehen, das haben dann die Schausteller, sagt man heutzutage, Ja, richtig. haben das übernommen. Ne? Das Von ist der richtig. Jolde Eck. Damit die Girls, die gewinnen wollten, die bleiben direkt in der Mitte stehen, oder? Nur kannst du denken, das nannt man ein Kotzmülche, weil manchem dort erschlägt wird. Und wie hieß das im Mittelhochdeutschen? Ja, da kann man daheim im Duden nachschauen. Dann Ja? tun wir das. Nee, aber pass auf. Es ist so, wenn es einem schlecht wird auf dem Kotzmülche, Ja. ne, dann ist das ja keine schöne Angelegenheit. Ne? Aber da ist uns einer über die rote Ecke gekommen. Und da habe ich ein kleines Römchen für uns. So jedes auch heißt das. Alles wägt sich, alles dreht sich. Da flügen ein Luftballon, Mülcher, Glücksboot und ein Schöckel. Kirmes hätt jetzt Husaison. Jeder dät sich amüsiere, selbst das allerkleinste Weg. Nur der Hein im Karussellche, der ist kalkwies im Gesicht. Wie dat Amüsiermaschinchen zwischendurch ins Mäden Buß, de den Norberen in Frore, lebe Fund, wie süß du us. Warum fährst du dann noch Wicker? Warum gehst du et nicht dran? Och, sagt der Hein, he, der Besitzer von der Kotzmüll ist ein Mann, der alt lang mir Geld ist schuldig. Drum fahren ich ohne Buß, unverwählt jetzt noch ein Stündchen, dann han ich endlich mir Geld raus. das war dann einfach der Kehl, wa? Ja, da hätte ich auch lieber mit Geld verzichtet. Ja, das denke ich mir auch. Ja, wie kommen dann das Volk zu dem Jolde Eck? Ja. Übrigens, dazwischen wollen wir noch ganz gut sagen, warum hieß das Jolde Eck? Ja, wahrscheinlich nicht, weil die Eckjolde war, sondern weil da alles, was damals zum Vergnügen gedacht war, komprimiert und enger unbezahlbar war. Nee, nicht unbezahlbar. Evans, da ging das Geld hin. Ach so. Hatten die Armlüge auch Geld für? Ja, da wurde für gespart. Also ich will dir nur sagen, früher, wenn Kinderkommunion war, ja, Kinderkommunion. dann ging am zweiten Tag, wenn die bucklige Verwandtschaft zum Kaffee trinken kam, also nicht die am ersten Tag eingeladen waren, die gingen Kaffee trinken und der Badüben, der ging mit den Kommunionskindern dann zum Jolde Eck und macht sich da vergnügen. Im Übrigen fuhr damals schon ein Petzbahn darunter. Ja, die Lüksche, die hier in der SPK wohnen, die kennen mit Sicherheit noch ein Petzbahn, ne? Natürlich. Die Altstraßenbahn, man kann die ja in Tielenbruch, kann man die wissen, da, in Tielenbruch, da ist ein Museum. Da sind noch die Petzbahnen ausgestellt, die dann hier am Zoologischen Jahr die Halle haben, ne? Vor dann der Platz, Ganz wo genau. die Tiere mit den Hörner-Dinger da, die Oh, und nicht Hirsche. Ja. Ja. Ja, und wie kommen die hin? Also ich bin jetzt mit meiner Römchen ein bisschen vorlaut, wollen wir sagen. Das passt. Passt gut. Dann pass Ja, auf. um der Jolde Eck war auch alles vorlaut. Und wie ging das so? Letzt sagt Fien zu ihrem Mann, hück nehmen wir uns jetzt für, mal jonner Riel zum Jolde Eck,
da ist uns nichts zu dür. Ha, ja, Der Hein meint drop, dat is ein Wort. Doch strengen wir uns nicht an. Verschließen nicht uns Jode schon. Wir fahren mit der Bäderbahn. In Riel war dann der Düvel los. Jo, wo ja und so ich mal hin? Entscheide dumme uns noch her, was uns gut in der Sinn. Der Hein, der möcht direkt ein Bier. Kein bayerisch, ne, ein Kölsch. Ein Fiensche, ein Pommerelsche wollt. Drängt sich durch das Gemülsch. Dann will es ob der Rodelbahn. Jede doch keine Schnee. Mit nem Rosche sind pro Tanz, im Ballhus sind dabei. Die Finglück in de Florajon. Et Fiensch und tun sich ne Deuder an. Und zwei spendieren sich en Wosch mit ordentlich Mustard dran. Karussellche drehen will, et Fiensch en Partie, will rigge ob einem Hölzerbett, dem de Fut auch weh. Und wenn es spät dann in der Nacht ob heim angeht, so dann so müd und ist der Bügel leer, da hat den Freud so dann. Dann in der Nacht et Fiensche träumt, erfüllt hat sich der Zweck. Ne Himmel war für die zwei in Riel et Jolde Eck. So, das war das, wie die da hinkommen. Ne? Und dann sind die also vergnügt noch Hüsse, ja. Und ja, an sich könnte mir zwei auch jetzt noch Hüsse. Wir haben ja vom Jolde Eck gesprochen. Darf ich da vielleicht noch jetzt sagen? Du hast evans aller Jod über die Kommunion gesprochen. Der zweite Tag. Und da fehlen wir während der Tünn und See jetzt für gelesen hat, wo die Trennlinie war zwischen Arm und Recht. Die Arme gingen Achterbahn fahren, Kotzmölche und die Finglück, die gingen rüber über die Stammheimer Straße. Da hieß die Stammheimer Weg oder so ähnlich. Ne? Ja. In der Flora, da stund dann staatsliche gekleidete Kerls und lebten so Das war der Hochzeitsmarkt. Dann, Ja. ne? Und da fällt man nämlich zum Kommunionstag, dem zweiten, das Lied vom Ludwig Sebus in, auch Verwandte. Das sind Menschen. Das musst du doch verstanden. Man freut sich, wann sie kommen, und man freut sich, wann sie jon. Ja, das ist richtig. Ne? So hat Ludwig Genau. Sebus da gesungen. Ne? Aber wie ging das dann mit dem Jolde Eck wieder? Ja, ich glaube, das Jolde Eck, das hat uns Riel, sagen wir im Mittelhochdeutschen nicht mal sagen, so ein bisschen aufgewertet. Gut. Weil die Finglück kommen aus dem Fingerköln in der Boererie. Was ist das dann? Der hat einen angerufen. Der wollte uns nur kontrollieren. Lasset, soll uns nicht stören. Ja, nun pass auf, Fritz. Das war ja um die Zeit 1914 für den Krieg. Ja. Und in Köln war nichts los gewesen. Ja? Ja. Aber nach dem Krieg ging das auf einmal auch in Köln mit der Vergnügungssache wieder nach Bochum. Da hatten die Leute ja keine Lust mehr, unbedingt jetzt nach Riel zu Talpe oder mit der Benzbahn zu fahren. Die blieben in Köln. Und ein Mülchen oder dem anderen ging vom Jolde Eck fort. Das rentierte sich nicht mehr. Da haben zum Beispiel das Kastans Panoptikum um Jolde Eck. Ja. Da wurden Hinrichtungen und Verbrennungen und so eine Kram. Jetzt sehe ich, die sind dann nach Köln getroffen auf der Hochstraße und haben da ihr Etablissement aufgebaut. Es lohnte sich also nicht mehr, das Jolde Eck. Also haben die Leute damals auch schon richtig gelohnt, wo die mal besaßen. Natürlich, und wo sie nicht hinlaufen wollten. Ne? Ja. So, jetzt waren aber die Wirtschaften, das war alles fort. Ich habe übrigens 30 Wirtschaften damals. 30 her auf der 30 Jolde auf Eck? der Jolde Eck, ja. Du lebst. Na gut, aber übrig geblieben waren die also die Karussellchen hatten. Ja, was machen wir damit? Jetzt hingen da
Zoo, da in Richtung ob der Ring, wo das Wattlers Fischerhaus Hück noch ist, Also quasi an der Zoobrücke. richtig, da war eine große freie Platz. Und da sind dann die Karussellscher und Schiffsschöckel, ein Apenschöckel, Achterbahn hingetrocken. Ja? Und das war dann das Tönchen. Ja, jedenfalls, also da war dann wieder viel los. Ja? Und ich kann es nicht lassen. Ja? Ich habe noch ein Römchen, willst du das hören? Ja, logisch. Klar doch. Das heißt nämlich Käfer Genöge. Am Tönchen? Letzt habe ich mal ein Herz gepackt, bin Achterbahn gefahren. Das weet ich nicht mehr wieder tun. Das sollt mich doch bewahren. Zuerst, da wurde ich angeschnallt. Ich konnte mich kaum noch rehen. Dann ging es los. Das Wäldchen fing an, sich zu bewegen. Da bin ich ab, bis boven hin, sie bitter den Sluren, ne? Dann Piel raff im Zackerjü, ich tät mich selbst bedore. Dann wieder rup und in der Kurve, tät sich dat Kirche wende. Ich dach bei mir, wat weht da bloß, wie soll dat ganze Ende? Jetzt Zucker wat, nen halben Hahn, hat ich fürher gegessen. Och 2 Glas Bier ich zu mir norm. Das war doch jetzt vermessen. Der Vordermann, der mit mir fuhr, der tät sich erst beklaren. Dabei konnt ich doch nix dafür, Schuld war doch mingen Mare. Wie endlich dann zu eng die Tour, was das nicht alles sieht. Ich hat Latz auch noch viel Geld. Für Genöge hatte ich nicht. Ja, das ist. Ja, das war schade drum. Ja, und nach dem Krieg, da war dann wieder ein Kirmes da, ne? Im Krieg selber nicht. Weiß man alles nicht so genau, ne? Der eine sagt ja, der andere sagt nee. Aber ich weiß, dass meine Frau sowohl wie ich nach dem Krieg, jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir da hingegangen sind. Also, es Jahr wird wieder das Tönchen, ne? Ja, natürlich war da auch, ja, das hatte ich ja schon gesagt, keine Achterbahn aus Holz mehr, sondern eine normale Bahn. Ne? Ja, Fritz, das war das Tönchen da. Ne? Noch jetzt könnte man erzählen, und zwar am Jolder Eck, da wird auch ein Etablissement, ich hatte das schon gesagt, wo fremde Menschen zur Schau gestellt wurden. Indianerschau, Ach so. Ja. Eskimo-Schau, ja. Und da hätte man meinen Großvater erzählt, damals zukommen lassen. Der hat gesagt, da war auch ein Schau, das hieß, die Wilde sind in Riel. Die wilde Menschenfresser sind in Riel. Und dann hätte man verzahlt. Der Besitzer von dem Etablissement, das sage ich jetzt zum 3. Mal, das ist so ein schönes Wort, das kann man so richtig so, ne? Der hat Pech, da waren 3 von seinen Wilde, die da eingesperrt waren, die waren krank geworden. Der eine hat Mumps, der andere hatte dann der Ohren, der dritte der Schnuppe. Da hätte sie gefunden, hören Sie, mit einem Wilde und seiner Frau, da kann ich keine Staat machen. Kannst du nicht inspringen, weil du nicht richtig schön obkladundle, wilde Haare anschmalen, ne? Da hätte gesagt, wenn ich jetzt rausspringt, ja, soll man nicht drauf ankommen, gut. Er wird fertig gemacht, dann wird die Tür abgemacht, er wird reingeschoben, da könnt hängen aus der Eck, könnt da so eine wilde raus, hat einen Knochen in der Hand, die Augen urlaufen, könnt oben so backen ins Bett backen, werden sie so. Da wurde es dem Jungen natürlich erst komisch zumute. Da hatte er Angst und da hätte er sich rüberbeulen und der an das Uhr packen und sagt, ich komme auch aus Nippes. Da war natürlich alles gut. Ne? Ja, von wegen das weht einem schlecht, da haben wir zum Schluss immer noch Husschen, noch eine Brezel, Römchen von mir. Moment,
Oder der eine, wo die Bäckers die so drehen und dann Genau. die Kurve rumschmeißen. Und um der Kirmes kriegst du entweder eine Lebkuchenherz, ne? Richtig. Nicht mein Liebchen oder so. Nee, etwas, das nur für die Freundin. Ja, ja, natürlich. Ja. Ne? Na, hier wird kein Freundin. Also hück jeder auf der Kirmesplatz. Es freut sich als die Woche, denn das Bitterschild, das freut sich so, der Pap hat es ihm versprochen. So tun sich prächtig amüsiere und dann nehmen einfach alles mit, um boven drin der Klein zum Höhepunkt auch dann noch ne Brezel kriegt. Er hat ihn sich um den Hals gehangen. Das Band rick ihm bis an de Knie. Er ledet sich nicht Köter machen, das jovet nicht, oh nee. Doch mit der Zick, da packt dem Kerlchen, wie uns all schon manchmal geht, menschlich Rühre. Und er stellt sich flück in der Ecke und geniert. In der Ilde doch, oh jümmig. Döf he nicht nur das grüne Gras, der Wasserstrahl geht jet da neve und auch der Britzel weht jet nas. Doch statt zu kriechen, seht der Put nur, wat sollen die paar Droppe? Der Britzel schenke mir doch Ros, die de doch alles zocken. Die haben die aber richtig mitgedacht. Ne? Ja, und das war, was wir vom Tönchen vom Jolde Eck wissen. Ich hoffe, das hätte doch Freude gemacht. Mir hätte doch Spaß gemacht. Da fällt mir noch in, die Kinder, die in der Schule gekommen sind, die haben einmal im Jahr werden die eingeladen von der Wilma Overbeck. Und dann ist dann Begleitband bei, und da sind noch 3 von der Föß, der Hartmut Priester, der Kaffee Biemann und der Bömmel-Lückerath. Und dann kriegen die von einem Gremium, die wählen Lieder aus, und da dürfen die Bands, dürfen sich das aussuchen, und dann üben die Lieder. Gut, waren wir in der Philharmonie. 2000 Bands plus die Omas, die Opas, das Ding war rappelvoll. Und dann kommt der Bömmel-Lückerath und sagte, jetzt singen wir ein Liedchen, wo die Bands halt wochenlang geübt haben. Da ist ein Stell drin, da hätte ich gern, dass die Bands mitmachen. Jetzt komme ich auf die Stelle von dieser Achterbahn, wo der Mantelkragen hing, alles aufgekragen hat. Und da heißt in einem Lied von der Föß, schöne Ros vom Wienerwald, boah, ich glaube, da könnte das. Und da singen sie dann all am besten mit, ne? Jetzt sagt der Bömmel, jetzt tun wir die Zeile jetzt üben. Ich zähle an, ne? Der eine zählt und dann sie gesungen. Schöne Ros vom Wienerwald, ich glaube, da könnte das. Ja, das aber Das war doch, das war einfach nichts, hat der Bömmel 3-mal gesagt. Und dann hat er passen. Könnt ihr euch vorstellen, wie das geklungen hat in der Philharmonie? Ja. Aber war das nicht herrlich? Haben wir ich, der Toni mich und der Herbert hinter der Kamera an der Hand genommen, das ist immer noch jetzt in der Jolde Ecke gegangen, dann noch ein Tönchen, ja, und wo wir jetzt in der Philharmonie waren wir. und dann in der Philharmonie, wo wir dann in der Herbert hat also gerufen, jetzt kommen wir da. Aber so weit sind wir noch nicht. Tschüss Fritz, war gut. Dann, schönen Tag und ich weiß ja nicht, wo du dich überall in Köln rumdrehst. Ja, das ist aber gut, komm. Bestell schöne Grüße. Tschüss zusammen. Kölsche Klav und frohe Sinn. Brate, 2 Junge aus Riel. Doch Fritz. Und noch dünn. Tschüss zusammen. Macht es gut.